Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Match. Und heute geht es darum, wie die meisten YouTuber ein Traum wahr werden lassen könnten. Boah, Schmetterlinge. Ich rede von der Sache mit den Abonnenten. Ja, man könnte eigentlich, liegt ja die Sache auf der Hand, wie man, ja gut, schnell, wie man mehrere Abonnenten bekommt oder einfach einen größeren Zuschauerkreis. Erstmal gut sein und zweitens gegenseitig helfen. Das ist wichtig. Und deswegen würde ich mich auch super freuen, ja, wenn ihr einige YouTuber nennt, die so im Bereich, weiß ich nicht, ja, 500 Abos sind zum Beispiel, und die auch so ungefähr Gameplays machen. Das Genre ist egal, kann auch Rollenspiel sein bloß, kann auch bloß Strategie sein und so weiter. Wenn ihr mir da einfach ein paar reinschreibt, die wo ihr mögt, das wäre schon mal ganz cool. Und meine Idee dahinter ist, ja, vielleicht kennt der ein oder andere den Clanky schon. Clanky ist von einem anderen Kanal, nämlich Gorilla Gaming TV, und wem es jetzt gar nichts sagt, der könnte mal drauf schauen, weil, ja, wir sind nicht nur Freunde, wir kennen uns bloß über Internet, wir sind auch sozusagen, ja, YouTube-Kumpels, YouTube-Partner nicht so, aber eher YouTube-Kumpels. Wir machen öfter Videos voneinander, also nicht voneinander, oh Gott, nein, wir machen Videos miteinander, wir machen Dual-Commentaries und so weiter, und meine Idee wäre einfach, dass sich mehrere kleinere YouTuber zusammentun, jetzt ab 500 Abos zum Beispiel, und die könnten dann eigentlich super viel erreichen, weil die meisten wollen YouTube schaffen immer alleine und das schaffe ich schon, dann dauert es ewig und dann wird es nichts. So, das kann sein, es ist scheiße sowas, ja, aber ist halt doof. Und das Ding, wo ich mir einfach dachte dabei ist, weil alleine schafft man halt nicht so viel. Ich bin jetzt bei den Supersuchtis dabei, ich bin jetzt, ja, sozusagen beim Clanky dabei, ich mache mit dem immer gerne Commentaries und das macht Spaß, das gefällt mir da und das ist auch cool sowas, ne? Und warum machen das nicht mehrere Leute zusammen? Nehmen wir jetzt mal an, oder sollen es auch bloß Gast-Commentaries sein? Ja, was soll's? Fühlen wir halt neues Ding ein. Scheiß doch drauf, hey. Warum machen wir es nicht einfach so, dass wir sagen, wir sind jetzt 10 Personen, haben insgesamt, also alle Abos zusammengerechnet, ungefähr 10.000 Abos. Ja, ist jetzt einfach eine Zahl, könnten auch bloß 7 sein, könnten aber auch 20 oder 15 oder keine Ahnung, wie viel 1000 Abonnenten sein, oder von mir aus sind es bloß 5000 oder 4 oder 3, ist mir wurscht, ja. Dann könnte man sagen, wir tun uns in eine Gruppe in Facebook zum Beispiel oder schreiben uns einfach bloß auf YouTube, und jeder schickt dem anderen sozusagen ein Gastcommentary. Ja, entweder das oder, wenn Zeit ist, wenn die beiden gleichzeitig Zeit haben, dann könnte man ja, wenn man das will, ein Dual-Commentary machen. Wo man jetzt zum Beispiel sich Fragen stellt, gegenseitig, oder irgendwas anderes erzählt oder über ein Thema spricht. Ja, sowas wäre geil. Sowas wäre super einfach. Zusammenhalt ist wichtig, und wenn man was erreichen will, dann kann man das auch. Und ich würde sagen, wenn sich da ein paar zusammentun, müssten ja nicht viel sein. Also ich hätte da schon eine im Blick. Das wäre ganz cool, wenn die mitmachen würde. Ich sage aber nicht wen. Nein. Ich denke aber, die macht nicht Mitleid, aber egal. Immer das doofe, aufgesetzte Lachen. Ja, und es wäre halt einfach super sowas, oder? Wenn sich einfach mehrere YouTuber, die sich verstehen einfach, also die müssen jetzt keine Best Friends sein, die müssen aber auch nicht sagen, ich hasse dich, ja? Also einfach so ein neutrales, normales, gutes Verhältnis haben, von den Videos sympathisch sein, dann passt es auch. Und da muss ich jetzt auch mal verstärkt selber schauen, ob ich da einige finde, weil ich fände einfach die Idee geil.
es machen zum Beispiel theoretisch immer insgesamt 10 Leute mit. So. Dass man das einfach besser koordinieren kann, könnte man sagen, man tut es auf Facebook, irgendeine Liste, oder man geht jeder dahin oder keine Ahnung, so eine Art. Und dann ist da einfach eine Liste, zum Beispiel ist da eine Liste, entweder so, oder man könnte sagen, ich schicke dir jetzt das und du schickst mir das. Ja, also einfach so sprechen. Ich und Clanky machen das so, aber wir sind plus 2, wenn es mehr wird, muss man einfach besser koordinieren. Ne? Ist ja auch so. Und da ist einfach die Sache, man könnte sich ja sagen, hey, ich schicke jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ja, den Supersuchtis, obwohl es nicht so ist, ein Gastcommentary, einmal im Monat, die laden das hoch, ich habe ein paar mehr Zuschauer, die sehen mich, die können Kritik äußern, wunderbar, ich habe gelernt, vielleicht kommen einige auf meinen Kanal, wunderbar, was will ich denn mehr? Und wenn das einfach so wäre ungefähr, mit mehreren Menschen, wäre es ja noch geiler, oder? Also, wenn jetzt da 10 Leute dabei wären, man hätte insgesamt 10.000 Abos, die theoretisch Videos anschauen, dann hätte man, ich jetzt zum Beispiel, hätte ich ja fast das 10-fache. Also, es ist klar, es ist natürlich logisch und auch realistisch, dass nie im Leben alle Abonnenten den auch abonnieren. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt da einen Kanal, zum Beispiel Clanky, ach, bloß Sniper, schön. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Kanal, den vom Clanky, der hat gerundet 1000 Abos und dann mache ich ein Video, und wenn ich wirklich gut bin und so weiter, wenn ich da schön bin, das kann ja auch ein Video sein, wo auf meinem Kanal schon ist, und wenn es gut ist, ja, warum nicht? Ist doch schön, ne? Also ist ja nichts dagegen zu sprechen. Und nein, dann könnte das so ausschauen, ich schicke dem mein gutes Video, wenn ich eins habe, ja, muss ja nicht jeden Monat sein. Einmal im Monat schicke ich jetzt zum Beispiel im Clanky ein Video, das schaut gut aus, das macht Spaß und so weiter. Leute sehen das, finden mich nicht schlecht, dann bekomme ich, ja, vielleicht 50 oder so Abonnenten mehr. Ja, also bloß jetzt so ungefähr 50, 100 oder so, keine Ahnung, wie viel es bald 700 ist, ich weiß es nicht. Kommt eben auch darauf an, wie viel einen sympathisch finden und so weiter. Und wenn man das weiterdenkt, wenn jetzt einfach sich untereinander jeden Monat immer ein Gastkommentar kommt, ist es erstens mal, finde ich, nicht zu viel, und zweitens mal ist es auch ja, Entlastung für den YouTuber. Wenn jetzt bei mir jeden Monat oder alle 2 Wochen ein Gastkommentar wäre, hätte ich mehr Zeit an dem Tag, müsste ich für den Tag kein Video machen zum Beispiel, ist ja nicht schlecht, ne? Also ist schon eine geile Sache, finde ich. Und das wäre einfach interessant für die Leute, die vorankommen wollen, wenn sie nicht geboostet werden. Zum Beispiel, ich habe schon mal ein Video gemacht darüber jetzt, könnt ihr mal anschauen. Da geht es um, ja, das Boosten halt von anderen YouTube-Kanälen und wie überheblich eigentlich die anderen dann werden, weil man selber will geboostet werden. Wenn es wirklich soweit ist, dann bekommt man 20.000 Abos dazu, man ist super geil drauf, man bekommt Anfragen und dann sagen die, also die Anfragen sagen dann, hey, wie schaut's denn aus, kannst du mir bei dem oder einen Trick sagen oder kannst mit mir ein Video machen oder von mir aus bloß ein Gastkommentar, dann sagen die, nein, mach das selber. Ja, entweder das oder man bekommt keine Antwort, wie schon mal erwähnt. Ja, ist ja logisch, weil die sind schon gut, also die sind ja, die haben ja schon die Abonnenten, wo sie wollen. Also die wollen ja nicht mehr, die sind ja zufrieden. Und das finde ich ein bisschen doof, ja. Das ist schon ein bisschen komisch. Weil, wenn ich was will und ich will es, dann habe ich es nicht. Wenn ich es dann bekomme, warum helfe ich dann nicht anderen? Ich würde so gern anderen helfen. Und einfach so viele YouTuber sind echt gut und werden aber nicht geschaut und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mal sowas, ja, veranschauliche ein bisschen. Und ja, irgendwie so Gamer Community oder YouTuber Unity, Einheit, Unity, nee. Ach, keine Ahnung, wie es heißt. Ja, ist mir wurscht. Auf jeden Fall halt so eine Art irgendwas mit Zusammenhalten, Zusammenschließen und so weiter. Wie findet ihr die Idee?
weil ich denke, ein Gastcommentary im Monat wäre jetzt nicht so tödlich. Ne. Es wäre nicht verkehrt irgendwie. So, alles Stress hier. Ja. Und ich weiß es nicht, ja, kennt ihr vielleicht einen YouTuber, der so ungefähr 400, also, ja, ich würde mal sagen, machen wir es doch ab 500 Abonnenten, dann passt es schon, ab 500 Abonnenten ist es, dass man halt da mitmacht. Dann kann ich zum Beispiel den anschauen, und mir denke, hey, der ist gut, der kommt rein, den schreibe ich mal an, den frage ich, ob er Bock hat. Wenn er Bock hat, kann er mitmachen gerne. Dann kann er mir ein Video schicken im Monat, ich kann ihm eins schicken, Klenki macht auch noch mit und so weiter, sind wir zu dritt. Ha, das reimt sich, wie fein. Und dann Ding. Ja, wäre doch geil, oder? Also ich fände die Idee nicht schlecht. Es hätten alle Beteiligten was davon. Erstmal bekommt ihr ja, neue YouTuber, die vielleicht für euch interessant sind. Die YouTuber bekommen auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und man selber als YouTuber hat weniger Arbeit für den Tag. Also es ist ja eigentlich bloß ein Gewinngeschäft, hey, die Sache würde ich sagen. Ja, es hört sich zwar gut an, es könnte aber nicht so gut sein, ich weiß nicht. Vielleicht mag man den nicht, vielleicht ist das Video scheiße und so weiter. Ja, alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Aber keine Ahnung, deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, welche YouTuber schaut ihr noch gerne an, welche haben so ungefähr 500 Abos, ab 500 aufwärts meine ich jetzt, und dann könnte man das gebacken bekommen, dass wir alle, ja, mehr bekannter werden und mehr beliebte Abonnenten haben, ja. Obwohl Abos nicht alles ist, ja, ist sogar eigentlich ziemlich wenig, bloß die Idee ist halt, wer mehr Abos hat, der ist besser, ja, aber so ist es halt nicht, weil es gibt einige, die haben 300.000 und sind scheiße, oder 500.000 oder 800 Milliarden Abos, ja. PewDiePie zum Beispiel, der ist richtig geil, ja, der ist richtig geil, der hat jetzt so die 1 Million geknackt, aber ist ja egal, um den geht's gar nicht, es geht um uns YouTuber, und wir wollen Hilfe, wir wollen weiterkommen und das könnten wir, denke ich mal, so schaffen. In dem Sinne, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr jemanden kennt, der so 500 Abos hat, den könnte man dann anschreiben und da was ausmachen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, bleibt so schön. Tschüss, ne?